freut sich auf eine tolle Sendung. Ja, super Jungs, das war jetzt ein schöner Beginn, da ich sagen, wie ich schon gesagt habe, mal was anderes. Ich bin bei Anzupf-Eis heute da. Und gleich im Vorgespräch haben wir uns gesagt, wir sind am Reiher Start, der Chef ist der Josef. Kommen wir jetzt mit dir an, Josef. Josef, wir haben nämlich auch bei dir heute da im, was ist denn das, Proberaum oder Musikraum, Keller. Magst du mal ganz kurz erklären, wo wir überhaupt sind heute? Ja, Alex, schön, dass du da bist. Genau, wir sind in Elisabethzell. Wir Einheimischen sagen wir Espanzell dazu. Aha. Das ist, ja, kann man sagen, im nördlichen Teil des Landkreises Straubing-Bong. Sind wir heute. Der Landkreis Ring zu dir ist nicht mehr weit um, gell? Ja. Genau, und wir sind tatsächlich gerade in meinem Musikzimmer. Mein Büro habe ich auch noch hier unten und das habe ich heute tatsächlich ein bisschen ausgeputzt und salonfähig gemacht. Genau. Du hast gesagt, du hast dir schon lange mal überlegt, dass da, wo der Schreibtisch gestanden ist, was anderes hinkommt und da hast du ein wenig umräumst und weil ich heute komme, hast du umgeräumt. Tatsächlich, genau, da wo du jetzt sitzt, da ist mein Schreibtisch gestanden und jetzt steht er ganz woanders. Jetzt habe ich uns einen schönen Platz gemacht, dass wir alle schön aufpassen, hoffentlich. Ja, super, das freut mich. Und haben wir wirklich einen super Platz da und echt ein super Musikzimmer. Also da kannst du wirklich stolz drauf sein. Ja. Jetzt aber zur Gruppe. Bleib bei dir. Josef, Anzupft ist, das ist ja eine Besetzung, die nicht immer zu viert spielt miteinander, oder wie ist denn das? Magst du mal das kurz erklären? Ja genau, Anzupft ist tatsächlich schon vor 7 Jahren entstanden. Das war 2017. Eigentlich ja, durch einen Zufall, es ist eine entsprechende Anfrage reingekommen für eine Hochzeit im Duo. Und der Hansi und ich kennen uns schon lange und dann habe ich den Hansi angefangen, ob er Zeit hat zum Spielen. Und so hat sich das eigentlich über die Jahre hin immer wieder entwickelt. Man hat einzelne Auftritte gehabt über das Jahr hingehen, aber es war jetzt tatsächlich nie das, das feste, große Projekt, das wir so im Sinn gehabt haben. Und ja, über die Jahre sind die Auftritte jetzt eigentlich immer mehr geworden und letztes Jahr haben wir dann eigentlich den Entschluss gefasst, ja, dass uns schon der Bandsound auch ein bisschen abgeht. Mit mehr Musikern zum Zusammenspielen und deswegen haben wir gesagt, wir werden es mal probieren, einfach auch zu viert anzubieten. Okay. Genau. Und mittlerweile kann man sagen, das letzte Jahr haben wir den Grundstein gelegt, auch in einer Viererformation zum Spielen. Momentan ist es eher so, dass der Großteil zu zweit noch gespielt wird, überwiegend Hochzeiten, da sind wir sind unterwegs. Und die Hochzeiten und sicher. Genau. Genau. Und jetzt gibt es die Besetzung, also wahlweise zu zweit oder zu dritt, viert dann auch natürlich. Genau, richtig. Zu zweit oder zu viert. Ein interessantes Konzept. Ja, wir haben gesagt, wir probieren es jetzt mal, ob der Plan so ausgeht, wenn wir es uns gedacht haben. Theoretisch spielen wir auch noch alle allein. Der Hansi hat schon allein gespielt, der Franz spielt allein, ich spiele allein. Das darf man auch noch anbieten. Der Martin. Der Martin hat schon gespielt, du auch Feier allein. Auch ich spiele wahnsinnig gerne allein und viel. Also wer Cajon oder Schlagzeug braucht, ruft es mir. Perfekt, super. Jetzt möchte ich auch jetzt noch zum Sprecher kommen. Du hast gesagt, ja, haben wir festgestellt, der Bandsound geht uns schon ein wenig an. Ihr habt ja beide früher schon in mehreren Bands gespielt. Da, auf das möchte ich zum Sprecher kommen, denn die fleißigen Waldmusik-Zuschauerinnen und Zuschauer kennen den Herrn, der da zu meiner Linken sitzt, der Hansi. Hansi, sag mir noch mal kurz, wo warst du denn schon wieder dabei oder hauptsächlich dabei? Ja, also ich bin jetzt ein Wiederholungstäter, ich bin ja schon das zweite Mal bei dir. Genau. Aber ja, mein Hauptprojekt war natürlich früher die Kasperladenrocker. Das hat auch meine Jugend geprägt und da haben wir ganz viel gespielt und so viel wie damals haben wir auch nie wieder gespielt, oder ich zumindest nicht mehr. Das war eine ganz schöne Zeit, die ich nicht wissen möchte. Aber du bist jetzt schon lange nicht mehr aktiv dabei, oder? Bei den Kasperladenrocker? Ja, das sind jetzt schon bald fast 15 Jahre, wo ich jetzt nicht mehr aktiv dabei bin. Also ich bin schon noch dabei, also ich bin aber so die Aushilfe,
das freut mich ja immer wieder, wenn ich noch mitspielen darf. Das ist ja doch, man hängt dran, das ist aber. Weil ist das so, wenn man in seiner alten Band, sag ich jetzt mal, aushilft, nach einem halben Jahr da wieder dabei ist, zum einen bleibt das Programm immer das gleiche, findet man da schnell wieder rein, oder weil ist das Feeling, wenn man da so eingeworfen wird, weil ab und zu wirst du auch zum Aushelfer kurzfristig wahrscheinlich angerufen, wenn irgendwie einer ausfällt. Ja, das ist schon so, aber also das Programm, das ändert sich schon mal wieder und man kann sich ja schon mal wieder darauf vorbereiten und viel bleibt gleich, aber es ist auch mal wieder bei heimkommen, nenne ich es jetzt einmal. Das ist schon am schönsten, der Sound, die Leute, und das ist schon, da fühlt man sich wohl, man weiß, wo man ist, und es dauert dann mal 2 Lieder und dann ist man wieder drin. Und Kasperlatenrocker haben ja und machen nach wie vor wirklich eine hochwertige Musik und ist ein super Sound, und ja, kann man stolz sein, wenn man da Teil sein darf davon, auch wenn es nicht mehr ein aktiver Teil ist, aber zumindest noch ab und zu dabei sein darf, glaube ich. Gell? Genau, schon, ja, das freut mich schon mal wieder. Jetzt möchte ich mal weitergehen, jetzt drehe ich mich da ein bisschen rum. Hey, Franz, wir kennen uns schon ziemlich lang. Ja, das ist schon über 15 Jahre her, glaube ich, wo wir uns das erste Mal begegnet sind. Du hast gerade gesagt 2009, oder? Ja, genau. Ja, dann ist ungefähr 15 Jahre die Zeit. Magst du kurz einmal erklären, wie das war? Weißt du noch, wo wir uns vielleicht das erste Mal, nicht genau den Zeitpunkt, aber was das für eine Zeit war? Ja, wir haben damals den Musikwettbewerb ausgerufen und ich habe sich beworben. Damals, und er, oder? damals noch in der alten Sizi- und Er-Besetzung, weil jetzt genau geheißen, Osserriesen Musikwettbewerb. Musikwettbewerb. Genau. Mit deiner damaligen Gruppe, oder Genau, bist du noch aktiv mit der Gruppe? Mit den Ispiano, mit dem Bab, mit Mhm. dem Karl, mit den Mikados, Aha. genau, seit 30 Jahren Wow. auf der Bühne. Ja. So wie schaust du noch gar nicht aus. Danke. Hast den Filter drauf. Ein Faltenfilter. Schmarrn. Das war damals, es habt ihr von der Band Musikwettbewerb ausgerufen. Wir haben einen, Ich habe es einfach gewungen. Ich habe Wir haben- gesagt, da gehen wir jetzt mal hin. wirklich. Also, wenn meine ehemaligen Musikkollegen zuschauen, der Anderl und der Michi von damals, es war wirklich, ja, könnt ihr euch zurück erinnern, ein super schöne Grüße sowieso. Und es war ein super Abend. Wir haben da ohne Vorbereitung hingefahren, oder ja, spät was einmal durch, aber ohne große Erwartungen hingefahren und haben wir das Ding gewungen und dann eine CD-Aufnahme gewungen damals. Genau. Bei Mad Music, und ja, sind wir da einer stolz drauf. Und so sind wir zwei da zusammengekommen. Genau. War das damals, was sagst du, jetzt spielt es ja immer noch miteinander, wahrscheinlich nicht mehr so viel wie früher, Immer so oder? viel, nein. Aha. Also, altersbedingt, der Papa hat auch schon ein paar Jahre Mhm. gekühlt und mag auch nicht mehr so viel. Aber er spielt auch mal schon. Und so. Und jetzt juckt es dich trotzdem noch in die Finger, dass du auch andere Besetzungen angreifst. Genau. Josef habe ich auch da ein anderes Projekt kennengelernt Mhm. und ja, das hat sofort gefunkt, das hat passt. Aha. Haben uns kurz angefunden Aha. und seitdem spielen wir. Und selber Stickel komponieren darfst du auch? Du hast ja auch schon was gespielt von mir. Damals auf der Ich weiß schon. Jetzt mal einen Titel überlegen. Der fällt mir schon wieder rein. Jetzt schauen wir mal. Weißt das du noch? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Jetzt spielen wir zuerst einmal einen Titel von dir, aus deiner Feder. Einen Borischen, glaube ich, ist das, gell? Ein klassischen Borisch. Los, ich Borische. Da sind wir schon gespannt.
miteinander. Und vor allem du natürlich. Franz, Respekt. Gut. Das war jetzt ein typischer Bayerischer, ein bisschen in einem anderen Sound mit Cajon dabei natürlich, das hebt das Ganze. Der Swing da fast ein bisschen, gell? Ja, mei, das ist so die Vorgeschichte, die ich erlebt habe. Also, ich Auf das wollte ich aussehen. komme aus der Klassik, bin im Jazz daheim und Du spielst heute einen Bayerischen. So kultiviert. Super. Nein, ich habe ja quasi ein Visum, immer wenn ich einreise, ich komme aus der Oberpfalz, ich darf immer hier Gast sein beim Josef und bei euch und gefällt mir natürlich sakrisch gut und weil der Hansi ja gesagt hat, also das ist ein bisschen einfach, weil ich heimkomme. Das ist, du kommst da rein, du hast Leute, jeder hört ein wenig aufeinander, die Jungs holen nie da ab, was mir ein wenig fällt, ich schiebe ein bisschen an, was ihnen vielleicht ein bisschen fällt. Weil du hast ja am Schlagzeug eine professionelle Ausbildung, oder? Ja, Ja. ich habe das mal lernen dürfen. Ja, tatsächlich. Studiert auch, oder? Wow, das ist schon. Aber es ist, korrigiere mich, wenn ich jetzt einen Schmarrn erzähle, aber trotz allem Studium und trotz aller hochwertigen Ausbildung ist was anderes, wenn man in einem Wirtshaus beieinander sitzt und zu einem Bayerischen dazu spielt, oder? Auf jeden Fall. Ich habe halt da einfach auch das Glück gehabt, dass ich schon in der Blaskapelle angefangen habe, dass das einfach vom Anfang an schon da war. Aber am Anfang war schon das Problem, dass ich sehr, sehr notenlastig war. Und das habe ich bei den Jungs jetzt schon gelernt, dass man sich da ein bisschen verabschiedet. Da deine Noten weg! Hör einmal! Genau. Aber da macht es mir die Jungs halt auch ganz leicht. Schön. Zwischendurch, jetzt können wir noch mal trinken. Gell? Also, Das ist das Regen kriegt man zu den Kinder. Prost! 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 Ein herzlicher Dank geht an Markus Grüßer aus, der Chef der Gesellschaftsbrauerei Fichtach, der das gute Bier gesponsert hat. Dankeschön, Markus. Dankeschön. Dankeschön. Prost. Aber jetzt haben wir einen Bayerischen gespielt, ganz klar. Aber anzupft ist, das ist ja nicht jetzt so die typische bayerische Musikbesetzung, oder Josef? Nein, wie du sagst, genau. Irgendwo sind wir daheim, tatsächlich irgendwo in der Tanzmusik. Gell? Wir sind eigentlich alle groß geworden von unserem Hintergrund, dass wir Leute unterhalten, dass wir in die Wirtshäuser spielen. So ist der Hansi und ich. Sind wir aufgewachsen, jahrzehntelang. In der Partymusik. Jahrzehntelang, das hört sich jetzt über 270-jährige Monate. Das ist so, gell? Miteinander sind wir schon. Miteinander schon. Nein, spielen wir tatsächlich schon über 20 Jahre. Gell? Und nein, in der Tanzmusik sind wir irgendwo daheim. Gell? Da fühlen wir uns wohl oder das wissen wir uns, was uns erwartet. Und die bayerische Musik gehört da natürlich auch immer dazu. Ich habe früher viel Hochzeigen gespielt, ich auch, gell? Und da ist eigentlich immer auch schön, wenn man ein paar bayerische Runden mit reinbaut. Kommt eigentlich immer gut an. Und dann geht es aber über zur Tanzmusik. Österreichische Songs haben wir dabei, Oldies. Und das ist eigentlich unser Rezept, wo wir feststellen, es kommt eigentlich recht gut an. Das war eigentlich doch auch jung und alt irgendwo abgeholt. Und ja, wo einfach dann die Stimmung aufkommt. Genau. Aber ihr seid jetzt nicht so die typische Bierzeit-Party-Musik? Tatsächlich nicht, nein. Also wie gesagt, ich sehe uns eher in der Hochzeit daheim. Da haben wir eigentlich einen guten Ablaufplan oder wissen wir, was uns erwartet und fühlen wir uns eigentlich recht wohl. Da haben wir unsere eigene Anlage, die wir da aufbauen. Da mischen wir uns selber ab. Da haben wir selber alles in der Hand. Haben alles selber in der Hand, genau. Da und in der Viererbesetzung natürlich auch nochmal vielseitiger wie zu zweit, muss man ganz offen und ehrlich sagen, weil man immer Quetschen dabei hat. Genau. Martin, spielst du in der Viererbesetzung ausschließlich mit Cajon, so wie heute, oder hast du wahlweise Schlagzeug auch dabei? Wie ist das? Das ist ein bisschen, weil es gewünscht wird natürlich. Okay. Da sind wir ja flexibel und natürlich, wenn es schirmen soll, schon auch gerne Drumset, freilich. Okay, ja gut. Und dann elektrisch oder richtig Natur? Ich mag lieber Natur, aber auch wenn es elektrisch gewünscht wird. Also ist alles. Das kommt dazu. Wir mögen auch Natur. Das Schlagzeug war einfach noch Schlagzeug da und nicht gerade in die Form von den Boxen aus, sondern was ich auf der Bühne posiert, oder? Also so bin ich zumindest eingestellt. Ja, und vor allem, ich möchte es ja gerne schleppen, weißt du. Genau, das ist ja auch was wert. Wenn der Schlagzeuger immer der Letzte ist, der mit Abbauen Vierte ist, die anderen sitzen schon am Tisch da und trinken Feierabend. Richtig, da muss ich immer schwitzen. Passt immer Und der Schlagzeuger poliert immer noch Becken. Ist immer das Gleiche. Gell? Geht doch zum Beruf. Jetzt da ich sagen, kriegen wir die Kurven irgendwie von der bayerischen Musik zu Austropop. Genau.
Wir haben uns einen zweiten Titel überlegt, mit dem haben wir heuer im Fasching gestartet. Das war unser Opener, wie man so schön sagt. Genau. Und ja, das ist ein schöner Titel von STS, den haben wir tatsächlich jetzt selber erst gelernt. Und ja, den darf ich jetzt zum Besten geben, Alex. Gerne. Das Feier, und das beschreibt es ja immer noch, oder das, in dem Lied geht es ja um das, man hat vielleicht einmal, oder man ist schon eine Zeit lang auf der Bühne, aber das Feuer brennt immer noch Lichter da. Obwohl wir auch schon viel gesehen haben und alle schon viel auf der Bühne gestanden sind, irgendwie lasst uns alle nicht los, das Musik spielen. Und ja, freuen wir uns tatsächlich jeden Samstag wieder aufs Neue, wenn es wieder heißt, es ist wieder soweit, wir rücken aus zur Musik spielen. Das stimmt. Und das habe ich noch gar nicht so gedacht. Ich habe das Lied auch schon öfter gespielt. Aber dass das so das beschreibt, da haben wir über Texten noch nie so richtig nachgedacht. Ja, so interpretieren ich. Ja, tatsächlich. So interpretieren, ja genau. Gut, dann packen wir es feiern. Ich darf auch eine Strophe singen, wenn ich gehe. Da gehen wir einmal rundum. Einmal rundum, genau.
Singen macht er noch viel durstiger, gell? Ja, das Prost, 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 Martin, geht schon. Jetzt habe ich das Liedl so genossen, dass man gar keine Frage mehr überlegt hat, irgendwie, gell? Jetzt sind sie da. Aber jetzt eine liebe Frage an dich. Du, Hängt bei dir das Feier auch noch bei? Ja, schon, auf alle Fälle. Sonst darf man es nicht machen, glaube ich. Ich glaube es auch. Auch wenn man schon, ja, ähnlich wie ich einige Jahre am Buckel hat, musikalische Jahre am Buckel hat, wenn man dann so geht es mir zumindest, wenn man dann am Freitag oder Samstag ins Auto einsteigt und dann hinfährt zur Location und dann die ganzen Leute wieder sieht, dann juckt es einem in die Finger wieder. Und wenn das einmal nicht mehr ist, dann können wir es bleiben lassen. Oder? Dann hören wir auf. Ja. Genau. Dann hören wir auf. Weil ich finde immer, jeder hat seinen Job noch so, mit dem, wo man das Geld verdient, und das andere ist Genau. die Kühe. Genau. Das stimmt ja, weil das ist vor allem, wenn es ihm selber eine Freude macht und man hat richtig Spaß dabei, dann fällt es auch die Leute und dann ist es wurscht, was man für ein Lied spielt. Genau. Die Erfahrung habe ich gemacht, das kann irgendeine Banane sein, aber wenn man die selber mit Freude spielt, Ja. dann gefällt es die Leute auch. Ja. Und dann bringt man es wahrscheinlich auch so um, dass es die Leute gefällt. Oder wenn man es anders begründet, wenn die perfektesten Musiker auf der Bühne stehen und ein Gesicht sehen, das zwar perfekt runterspielen, dann kann ich irgendwie Spotify-Playlist auch runterlassen, das kommt einfach nicht um. Ja, das ist ganz gut so. Wir haben davor gesagt, so leichtfertig, ja, jeder hat seinen Beruf. Ist es denn so, dass jeder neben der Musik einen Hauptjob hat oder macht es einer von euch profimäßig? Der studierte Schlagzeuger kannst du theoretisch profimäßig machen? Nein, ich bin mittlerweile auch woanders gelandet, bin an der Universität in Regensburg, Ah, ja. bin Bibliothekar, wenn ihr ein Bücher braucht. Ich bin Eiermann oder Solo kann kommen. Also, perfekt. Also, Nein, aber einfach auch aus dem Grund, weil dann kann ich die Sachen spielen, auf die ich Lust habe und muss nicht Dienst nach Vorschrift machen und ja. so ist man wahrscheinlich irgendwo angestellt, wahrscheinlich Unterricht geben und dann in irgendwelche Bands mitspielen müssen und so. Genau, du musst halt funktionieren und du musst das machen, was die Leute wollen. Also das ist ja auch legitim in dem Job, aber ich habe mich für einen anderen Weg entschieden. Gut. Bei dir, Franz? Ja, du musst es sehen. Ja, das immer. passt Kollegen. Das ist nicht so, ich weiß natürlich, aber da schauen da Millionen Leute so. Millionen Leute, also Maria Warz Deckendorf, wer sein Kind an Maria Warz schicken will, gern zu mir, Musikunterricht oder IT. Also ein Lehrerkollege, Ja. natürlich. Gell? Aber da auch Musik als Fach. Ja, wobei hauptsächlich mittlerweile IT. Aha. Ja, Musik habe ich nicht mehr so viel. Nicht mehr so viel. Ja. Aber immer noch mit Herzblut. Jetzt schon eine jobmäßige Frage auch, aber da vielleicht auch mehr interessieren. Musik und IT sind ja eher die Nebenfächer. Du hast jetzt kein Hauptfach nicht. Merkst du, dass die Schüler in den Nebenfächern eher nicht so motiviert sind oder schaffst du es trotzdem, dass das Feier. Also das war jetzt verwegen, wenn ich als Lehrer sagen würde, ich schaffe das musst du selber. Nein, aber merkt man da einen Unterschied? Also ich denke schon, dass meine außerschulische Tätigkeit eben als Musiker, was die Kids natürlich auch irgendwo mitkriegen, schon ein riesen Vorteil ist. Okay. Dass da nicht nur einer vorne steht und verzählt, Liest Bücher runter. genau, sondern dass der wirklich Aha. neben der Das- Musik in der Schule auch ja, so das ist macht gut. und spielt. Und du bist auch ein Typ, glaube ich, der hat kein Problem damit, dass man irgendwo auf einer Veranstaltung mal einen Schüler sieht oder. Eigentlich nicht. ja. Ja. Bis jetzt ist alles fein mit den Kids. Ja, das ist gut. Also. Nein, ist ganz gut. Und ist zwar habt ihr eigentlich einen Wir gehen auch noch ein bisschen in die Arbeit nebenbei. sozusagen. Ja, genau. Ja, jetzt, das Video neigt sich dem Ende zu. Entweder oder Fragen brauchen wir noch. Und halt, bevor ich es vergiss, ich muss noch Werbung machen. Genau, jetzt habt ihr mich auch nicht daran erinnert. Unbedingt, genau, unbedingt. Und zwar, liebe Leute, passt auf, es ist wieder soweit alljährlich. Diesmal ist es am 22.03., also 22. März 2024, ist das traditionelle Musikantentreffen in Böbrach im Landgasthof Bayerwald beim Geiger Michael drin. Ist ein Freitag, jedes Jahr der gleiche Termin, immer der Freitag vor dem Palmsonntag, und ich darf wieder ein wenig moderieren und darf mich natürlich freuen, wenn alle als Zuschauer entweder vorbeischauen
oder vielleicht da die ein oder andere Musikgruppe sich wieder einfindet. Es haben sich schon einige angekündigt. Es wird bestimmt wieder ein super Abend. Los geht es um 20 Uhr. Und ja, kommt's, freut nur, dass ihr einen Platz kriegt. Das war jetzt der Werbeblock. Genau. Zwischendurch. Einblenden da da noch was, genau. Jetzt ist es wieder weg. Und jetzt wollen wir die entweder oder fragen. Gut, gehen wir noch mal rein und durch, so zum Abschluss. Anfangen wir mit dir, Martin. Fleisch oder Gemüse? Fleisch. Ja, weil es einfach, dass du es gerne magst. Du hast gesagt entweder oder. Ja, passt. Du hast da entweder gesagt. Passt schon. Alles gut. FC Bayern oder 1860? Da hast du mir die verkehrte Frage gestellt. FC Bayern oder 1860? Die Frage, wieder noch. die Frage kann da sein, kennst du einen der beiden Vereine überhaupt nicht? Die waren mir lieber gewesen, ja. Das ist Synchronschwimmer. Okay, also kein Fußballfan. Ja, absolut passiv. Absolut passiv. Okay. Auch das regionale Fußball nicht irgendwie. Meine Tochter spielt Fußball, Aber der Spielt Papa Fußball. ist der Musikant und genau, genau. und schaut ab und zu zu. Bei dir, Josef. Die kann ich das schon fragen, das kann ich an Hansi nicht. Instagram oder Facebook? Ja, ist tatsächlich so, gell? Wir haben ja auf Facebook eine Seite und haben wir tatsächlich, ich habe jetzt auch eine auf Instagram gemacht, aber ich bin jetzt auch aus der Generation, gell, wo man Facebook gehabt hat, aber es ist tatsächlich so, gell? Man muss das andere auch immer, glaube ich, mitbedienen, dass man ein bisschen beobachtet wird oder gesehen wird. Genau, aber ich kenne uns Generation Facebook. Generation Facebook, gell? Das war zu unserer Jugend, hat das langsam Da gegeben. ist einfach losgegangen. Das ist losgegangen. Und jetzt leite ich über. Hansi, bevor du deine Frage kriegst, du hast weder Instagram noch Facebook, also gar kein Social Media. Nein. Wie kommst du damit klar? Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wer es ist, darum geht es mir auch nicht an. Okay. Ja, aber ich begrüße das eigentlich, wenn es so Leute gibt, die das nicht brauchen, weil man ist ja selber fast schon süchtig, wenn man das so nennen kann. Ja, man muss sich klare Regeln aufstellen, Ja. dass man das einfach richtig angeht. Gell? Das, Ja, sonst hängt man nur noch dran. sonst denkt man zu viel dran, ja. Aber jetzt deine Frage. Lederhosen oder Jogginghosen? Jogginghosen. Aber hast du schon lange überlegen müssen, also die Lederhosen hast du schon gerne. Ja, das ist ja natürlich, wenn es jetzt um Bühne geht, dann darf man halt nie mit Jogginghosen oder so. Aber Jogginghosen bedeutet gemütlich und Freizeit, oder? Ja, genau, so Aha. schön, Kanapee. Ich würde sagen, wir haben es wieder geschafft. Ist wirklich eine schöne Runde gewesen. Ich bedanke mich natürlich bei allen, dass ihr die Zeit gefunden habt. Im Besonderen bei dir, dass du den Raum mal zur Verfügung gestellt hast. Und dass wir jetzt am Kämmer haben dürfen zu dir nach Eschmann-Zeit. Möchtest du noch irgendwas loswerden in die große, weite YouTube-Welt hinaus? Alex, wir sagen vielen Dank fürs Besuchen. Gerne. Schön, dass wir dabei sind, haben dürfen. Wir Gerne. beobachten das schon einmal. Das ist ein schöner Kanal, was du machst und mach weiter so. Danke für deinen Besuch. Und wenn, Ich wollte nur sagen, vielen Dank auch, dass du Live-Musik unterstützt, dass du Gruppen unterstützt. Also das ist jetzt nicht auf meinen Mist gewachsen, das höre ich von ganz vielen anderen Künstlern auch, aber es ist wirklich was. Leute, geht's zu den Bands, geht's zu den Kapellen, geht's da hier, habt eine gute Zeit. super Abschlussworte, wirklich. Und eins möchte ich auch noch sagen, wenn es die anzupft ist, da steht es nochmal, buchen möchtest, dann schaut unbedingt vorbei auf Facebook und Instagram Genau, auch mittlerweile. Und dann bucht es am besten gleich zu viert, weil das ruft so richtig. Nur so als kleiner Tipp. Obwohl nichts gegen sich zu zweit, aber zu viert ist einfach noch mehr ein Stück besser, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann kann ich nur mehr sagen, Dankeschön, habe ich schon gesagt. Also liebe Leute da draußen, bleibt gesund, macht es gut und bis bald im Wald. Vielen Dank, Servus! Servus. Servus.